Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, der verrostete kleine Schlüssel führt uns hier. Machen wir jetzt erstmal zu. Na? Schon die Scheiß der noch zukriege, Kerl. So, komm schon. Na also. Hauptsache verarsche kann ich mich selber. So, rostisches Schwert und einen Trank immer hier. Und hier flitzen noch ein paar von der Rieseratte durch die Gegend. Und eventuell noch ein paar Mole Rats. Sicher bin ich mir aber nie mehr. Ah ja. Du hast dann schon mal die Rieseratte. Komm her, du. So. Dich mache ich fertig. Und dich genauso. Oh, da kommt der ganze Schwarm raus von euch. So. Noch sterbe ich noch nicht so. Nicht so, nicht so. Wer kennt ihr die Episode bei How I Met Your Mother, wo der Marshall nicht versichert ist und dann jedes Mal denkt, wenn er das Zimmer verlässt oder sonst irgendwas Ungewöhnliches ist, dass ihn sofort ein Bär überfällt und angreift und zerrobbt. Und jedes Mal, wenn der Bär ihn angreift, schreit er einfach nur, nicht so, nicht so. Und bei Rieseratte ist es natürlich noch eine Spur erbärmlicher. Wenn man von einem Rudel Rieseratte zerfleischt wird. So. Rostige Axt. Hier muss irgendwo ein Kanalkrieg getobt haben. Hier sind ein paar Skelette durchbohrt mit Pfeile. Tränke gibt es auch noch. Noch ein Trank. Hier hinten offenbar sogar noch irgendeiner aufgeknüpft hier im Kanal. Nichts zu holen. Ah, auch ein äußerst edler Tod hier im Kanal erhängt zu wäre. Was gibt's denn noch? Oder vielleicht hat das Elend da einfach nicht mehr auskalt. Ich kann es nicht sagen. Aber dafür, dass dann halt nebendran noch irgendwelche vom Pfeile erschossene Skelette liegen, spricht wohl eher dafür, dass es hier einen Überfall mitsamt Exekution oder so gegeben hat. So, auf jeden Fall hat irgendeiner die Kürzere gezogen, irgendeine Partei, und ist so geendet. Okay. Gehen wir aus dem Weg, du armes Schwein. So, hier. Nichts zu holen. Gut, die haben wir schon geplündert. Moment. Bevor ich jetzt hier Unmenge an Dietriche verschwende. Machen wir lieber hier nochmal die Yankee 1. Rechts. Rechts, rechts, links, links, rechts. Okay. Moment. So. Können wir uns auch sparen. Und noch einmal. Oh. Rechts, rechts, links, links, rechts. Mein Fackel hat's anscheinend gefressen. Jagdbogen. Schaden benötigte Geschicklichkeit und Bossbass Jagdbogen. Können wir wieder zurückverdelen. Koragons Silber. Das können wir auf jeden Fall auch verdelen. Der hat ja schon gesagt, dass er diesen Valentino im Verdacht gehabt hat. Aber offensichtlich war es jemand von der Diebesgilde, der hier sein Kruscht geklaut hat. Sein tolles Silber. Haben wir das sogar noch als Quest irgendwo? Aber nö, ich glaube nicht. Bromors goldene Schale brauchen wir aber auf jeden Fall. Das ist explizit als Quest angegeben. Hier haben wir noch einen Trank, einen Belia-Schrein. Hier könnten wir theoretisch noch ein bisschen was opfern. Warte mal, halte mal, Gaula. Ich mache jetzt einfach mal hier nochmal einen Speicherpunkt. Beten wir ein bisschen zu Belia. Und spenden mal Mana. Oh, dafür kriege ich 500 Gold. Okay. Warum nicht? Aber darauf kann ich verzichten. Ohne die 500 Gold war ich glücklicher mit meinem Mana-Punkt. Wenn ich jetzt nochmal bete und 3 Lebensenergie spende, kriege ich auch 500 Gold. Allerhaupt. Ja gut, ohne das Zeug war ich glücklicher, muss ich sagen. So, deswegen noch einmal. Lassen wir mal gut sein. Ich will lieber zu Innos bete, Gold spende und dafür Attribute kriege. Das ist die etwas gesündere Variante, würde ich doch glatt mal sagen. So, hier haben wir nichts mehr. Und Belia kann man erstmal den Buckel runterrutschen. So, was haben wir dann hier noch? Ja, noch 2 rostige Schwerter. Oh, der Verlierer von der Partei, von dem Parteikrieg ist ja offensichtlich
sehr luxuriös bestattet war. Einfach die Knochen oder die Kadaver da in den Kanal reingepresst. Ins Kanalrohr. Ganz edel. Sonderbestattung. Sowas finde ich auch auf meiner Erbe tagtäglich auf dem Gräberfeld. Dass Leute so immens edel bestattet werden. Bäh. Okay, da haben wir noch irgendwas. War das denn hier irgendwo die so unmöglich zu knacken war? Brauchen wir einen Schlüssel für der. Und da sind dann 2 Truhe oder so, die extrem schwierig zu knacken sind. Da komme ich mal nicht durch. Okay. Ah, ich bin gerade unter der Kaserne am Galgeplatz. Okay. Also die Kanalisation ist offensichtlich auch nicht gerade so gut stabil gebaut, wenn man den da aber noch hört. Sehr dünnwandig hier das Ganze. So. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Genau, ja, kriege ich auch nie auf. Ich meine, das ist so stabil gebaut, das ist, als könnte genauso gute Städte der durchstehen. So, wie sieht's denn mit dir aus, Kollege? Kanalkumpel. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Hier. Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Ja, ich habe aber auch nie den Namen von dem Attila erfahren. Ich weiß zufällig, dass der so heißt, weil sein Name über seinem Kopf stand, aber er hat sich nie als Attila vorgestellt. Nur mal so viel dazu. Egal. So, gerade mal gucken. Ah, okay, ich brauche nicht mehr allzu viel, bis ich das nächste Level habe. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Da wird offensichtlich auch noch Kruscht gelagert hier. Okay, da könnten wir hier auch noch mal einen Speicherpunkt anlegen. Ich will nicht schon wieder so Fackelverschwender. So, jetzt gucken wir mal. Rechts, 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 links, links, rechts, 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 links, links, rechts. Okay, rechts, 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 links, links, rechts. Noch einmal. Und... Komm schon. Fackel hat's wieder geschluckt. Rechts, 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 links, links, rechts. So verschwenden wir einfach Dietricher. 50 Gold ist immer gut. Dann dasselbe Spiel nochmal für hier. Joink. Und links, 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 rechts. Ah, perfekt. Ich habe gedacht, das machen wir einfach umgedreht, aber passt auch so. Ein Silberkelch und 100 Goldstücke. Das ist natürlich absolut gut. Sowas kann man immer gebrauchen. So. Gerade wir arme Schlucker brauchen sowas auf jeden Fall am Anfang. Verdienen ja nichts als Lehrbuhr. Aber da hängen noch ein paar Stiefel rum. Warum auch nicht? Kann man auch immer gut gebrauchen. Und wie sieht es dann hier aus? Links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, links. Okay, links, rechts, 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 links, links. Noch einmal. Also. Okay. Links, rechts, 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 links, links. Perfekt. Jetzt dann 25 Pfeile und Bolzer und 75 Goldstücke. Ausgezeichnet. So. Wie viel Dietriche habe ich da noch parat? 13er. Aller hopp. Gut. Dann werden wir jetzt offensichtlich hier noch erwartet bei einer gewissen Cassia. Schauen wir doch mal. Aber hier können wir genauso gut nochmal speichern, bevor wir zu der Hauptzentrale von der Diebesgilde gehen. Hast du dich verlaufen? Ich denke, das hier ist nicht der richtige Ort für dich. Oh doch. Wenn dir hier was passiert, wird dir niemand helfen, also sei vorsichtig. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du steckst unser Gold ein, du versuchst uns zu beklauen? Jetzt reg dich mal nicht wegen der paar Münzen auf. Ich meine, das bisschen Zeug hier ist eure gesamte Beute? Das ist alles, was die Diebesgilde von Khorinis zu bieten hat? Wer sagt denn, dass unsere Beute hier unten lagert? Hätte mich auch sehr gewundert. Also, wo habt ihr eure Schätze versteckt? An einem sehr sicheren Ort. Verstehe. Okay, du kannst das Gold behalten.
Aber ich behalte dich im Auge. Also treib es nicht zu weit. Ja, passt schon. Ja, dann letzte Sache, der Ramirez. Und hier haben wir noch ein Buch Komodo. Da können wir anscheinend nichts mehr lernen. Buch Weg des Kampfes kennen wir schon. Hier kennen wir noch unser köstliches Rattefleischbrote. Sehr sehnig das Ganze. Okay, ab jetzt ist es unsichtbar. Das macht er nur noch imaginäres Kochen. Aber das erste Stückel Fleisch hat man noch gesehen. Das war auch so total sehnig. Wachs. So, wie sieht's dann hier aus? Du pennt Jesper. Wischt was? Wischt was? Ich bin einfach mal so kackendreist hier. Links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, rechts. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Noch einmal. So. Und links, rechts, links, links, rechts, rechts. Perfekt. 100 Münze gibt es. Zusätzlich noch Feuerball, 2 leichte Wundenheilung, großer Feuerball. Ausgezeichnet. So. Wunderbar. Mehr gibt es hier anscheinend nicht abzustauben. Der gute Jesper will nicht mit uns sprechen. Dann müssen wir halt mal mit der gute Cassia sprechen. So, gute Frau. Verdammt, was... Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin. Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Hier nochmal. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Okay, also so hätte ich auch nochmal was erfahren können über die Leute, über die Verschwundene. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. Ja. Merkt man jo. Dann hier noch, berechtigt. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich dann nicht hier unten verstecken, oder? Nein, du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Verzähl doch mal. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Hallo, Hopp. Dann froh mal. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Ja, wunderbar. Dann hier. Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Da gibt's immer keine klare Antwort. Was kann ich bei euch lernen? Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Er wird dir zeigen, wie du dich ohne ein Geräusch bewegen kannst. Kann ich schon. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Kein Schloss kann seinen Dietrichen widerstehen. Kann ich schon. Und ich kann dich im Taschendiebstahl unterweisen. Kann ich noch nicht. Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit ist der Schlüssel zu deinen Fertigkeiten. Okay, sag ich mal ja. Okay, ich bin dabei. Gut. Du bekommst eine Gelegenheit, dich zu beweisen. Wenn du von uns lernen willst, steht dir das frei. Gut, verzähl mal was. Wie muss ich mich beweisen? Dieser störrische alte Alchemist, Konstantino, besitzt einen schönen Ring. Aber er braucht ihn gar nicht. Ich will, dass er meine Hand ziert. Meinetwegen. Und hier? Kannst du mich unterrichten? Klar, kein Problem. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist. Gucken wir doch mal. Taschendiebstahl kostet 10 Lernpunkte. Ich bin schon stark versucht, das zu lernen, aber ich glaube, das ist Käse. Oh ne, Quatsch, hier komme ich ja noch gar nicht durch, oder? Da brauche ich auch erst einmal den Schlüssel dazu. Weil da komme ich over bei der Taverne wieder raus, am Ohne Marktplatz. den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Genau.
Und meine Geschicklichkeit wäre ich sowieso nicht von mir aus einfach mal zwischendrin erhöht. Oder dafür muss ich viel zu viel in Stärke investieren. So, jetzt hau ich mal gerade nochmal noch bei Denner. Du bist also dabei. Gut, dann viel Erfolg und immer schön vorsichtig sein. Ach, und noch was. Mir ist egal, wer du da oben bist oder mit wem du da zusammenarbeitest. Hier unten bist du nur einer von uns. Ein Dieb, nicht mehr und nicht weniger. Okay. Wie sieht's aus? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir nichts beibringen. Du weißt schon alles über Schlösserknacken. Du musst nur noch geschickter werden. Okay. Dann. Das ist der Schleichmichel. Nö. Der kann mir nichts mehr beibringen. Allerhaupt. Gut. Wir haben es jetzt 2:25 Uhr. Das ist perfekt die Zeit für einen Eibruch, würde ich sagen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier raus. Und gehen dann zum Konstantino, machen die Sache. Und ich will auf jeden Fall noch den Schlüssel haben für diese Tür. Weil derzeit bin ich auch noch nicht stark genug, um es mit der Diebesgilde hier aufzunehmen. So stark bin ich nicht, dass ich die Knabe hier einfach abmurksen könnte. So. Und auch wieder zu die der. So. Soll ja keiner mitkriegen, was hier los ist. Und dann schwimmen wir wieder. Und zurück. Sehr schön. Ganz schön erfrischend sowas, ne? Boah. Zwischendurch kriegt man mal keine Luft, aber alles an sich ziemlich erfrischend hier im Salzwasser. Geht noch so ein halber Goldfisch hier in meinem Schuh drin. Gut. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Konstantino. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das ist ja glücklicherweise kein allzu großer Umweg hier. Einfach nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Wie schaut's denn aus? So. Nee. Der scheint nicht genug Connections zu den Paladinen zu haben. So. Speicher mal hier. Mir hatte das nicht. Und ich hoffe, der Olden Zack, der pennt schon. Jawohl. Olden Zack ist penning. Einiges gehört. Und dann holen wir mal. So. Links, rechts, rechts, links, rechts. Hey, sogar auf Anhieb. Schutz des Holzes, Schutz vor Pfeilen. Jo, Alter, das kann sie, habe die Kassia. So. Dann wieder raus mit uns. Schlaf gut, Olden Zack. Und wir gehen hier wieder raus. So. Und Einbruch geglückt. Dann können wir bei der Gelegenheit können wir auch noch hier Koragon sei Silber wieder geben. Bitteschön. Ja. Ich hab denn Silber. Tatsächlich. Hier, nimm das als Belohnung. Ein ganz besonderes Bier. Es ist mein letztes Fass. Okay, dankeschön. Gucken wir doch mal, was das für ein tolles Bier ist. Lebensenergie-Bonus und Mana-Bonus. Dunkles Paladiner. Koragons Spezialbier. Mana und Lebensenergie habe ich hochgesetzt. Kriegt ja geil. Jetzt habe ich schon Mana 13. Sehr schön. Schick, schick, schick. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, dann geht es jetzt wieder zurück zum Hafen. Dann können wir nämlich Konstantinos Ring noch lösen. Promors goldene Schale. Wo war dann die nochmal? Wenn ich das mal als wüsste. War die eventuell hier sogar? Beim Geldverleiher? Ich mache mal hier kurz einen Speicherpunkt und schleiche mich mal kurz rein. Kann das sein, dass hier golden die Schale war? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Links, rechts, rechts, links, rechts. Perfekt. Ein Blutkelch. Ah, intuitiv habe ich sie gekriegt. Aber Blutkelch war auch nochmal eine Quest für Kassia, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben diverse Leute diese Blutkelche, die sie unbedingt haben will. Da haben wir noch einen goldener Kelch. Und den Silverdeller hätte ich eigentlich ganz gern auch noch. So, jetzt gucken wir nochmal kurz rein. Blutkelch haben wir.
Goldener Kelch, zerkratzte silberne Schale. Nee, okay. Aber die Blutkelche waren eine Quest von Cassia. Ich glaube, sobald ich hier jetzt meinen Ring von Konstantino abgebe habe, will die Alt von mir die Blutkelche haben. Und dafür muss ich diverse Häuser in diverse Häuser einbrechen. Aber ich liebäugel gerade echt damit, dass ich, wenn ich jetzt noch 60 Erfahrungspunkte kriege, dass ich als nächstes wirklich den Taschendiebstahl lerne. Nützlich ist es auf jeden Fall. Gerade um sich spezielle Gegenstände wie Schlüssel und so rauszuziehen, ohne die Type jedes Mal ummoschen zu müssen. So. Wenn ich an irgendwelche Schlüssel oder so drankommen will, muss ich dann die Knabe nicht jedes Mal umkloppen, sondern kann probieren, das Ganze per Taschendiebstahl zu lösen. An sich eine relativ praktische Sache. So. Ich weiß, ich hätte genauso gut auflassen können. Es geht ja keine Sauerei hier. Aber trotzdem, ich finde, aus Logikgründen macht man das. Es war einfach zu und dann behalte ich das auch zu. Egal. Ich mache das auf jeden Fall aus Logikgründen einfach. Das gibt mir einfach persönlich mehr Rollenspiel, muss ich sagen, wenn ich du entsprechend versuche, logisch zu handeln in solche Angelegenheiten. Macht die Welt einfach lebendiger, wie ich finde. So. Dann wieder ans Ende zurückgehen. Oh, und die Pilze wachsen. Ach, hier sehr gut. Die sind bestimmt äußerst köstlich hier. Moment. Das war zu weit. Du, beide Pilze hätte ich abbiegen müssen. Nicht penne, my Liebie. Ich hab was für dich. So. Na, komm mal her. So. Bitteschön. Ich habe Konstantin. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Dann musst du nicht immer schwimmen. Ja, Weiterhin das ist sollst sehr du wissen, dass praktisch. wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Okay, alles klar. Dann lernen wir erstmal hier. Zeig mir den Taschendiebstahl. Wenn du jemandem die Taschen ausleeren willst, lenke ihn ab. Quatsch ihn einfach an, sprich mit ihm. Beim Gespräch guckst du ihn dir an. Achte auf ausgebeulte Taschen, Schmuck oder Lederschnüre am Hals. Und achte vor allem darauf, wie aufmerksam der Kerl ist. Einem betrunkenen Tagelöhner auszurauben ist was anderes als einen wachsamen Händler, klar? Wenn du dich natürlich ungeschickt anstellst, kriegt das mit. Also immer ruhig bleiben. Und die Geschicklichkeit sollte entsprechend hoch dafür sein. So, dann hier. Wo habt ihr eigentlich eure Beute versteckt? Ach komm, du erwartest doch nicht, dass ich dir das erzähle. Du hast genug Gelegenheit, dir Selbstbeute an Land zu ziehen. Denk dran. Wer zu viel will, geht am Ende leer aus. Na gut, dann hier. Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die Ja. zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben. Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Okay, dann wissen wir Bescheid. Sobald wir gewisse Geschicklichkeit erlangt haben, können wir mit Leuten quatschen und können einen Taschendiebstahl ausprobieren. Das ist dann immer von Typ zu Typ unterschiedlich. Wie gesagt, besoffene Tagelöhner sind kein Problem. Das kriegen wir auch mit unserer derzeitigen gammlichen Geschicklichkeit hier. Und große, anstrengende Leute, die wachsam sind, da brauchen wir entsprechend hohe Geschicklichkeit. Sieh an. Wo kommst du denn her, hm? Ich... Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Gut. Weiß ich Bescheid. 4:25 Uhr, Hemmers. Das heißt, ich könnte jetzt hier nochmal eine kurze Speicherung einlegen. Genau, das war bei Yankee 1 immer. So. Könnte man hier nochmal zum Beispiel beim Ulf probieren. Ne, den können wir gar nicht. Ist das wirklich? Ausrauber. Hey, du. Der da? Ne, können wir auch nicht. Den Hey, da? du. Das ist doch lange bekannt.
Es wäre ein Kinderspiel, sein Geldbeutel zu stehlen. Gar nichts mehr. Probieren wir es doch einfach mal. Ja, tatsächlich. 50 Erfahrung und 5 Gold gibt's so dafür. So, bitteschön. Hey, du bist auch Aha. dabei. Ich sag dir was. Wenn du vorhast, in der Stadt Taschen auszuleeren, sei vor allem bei den Händlern vorsichtig. Die achten ziemlich genau auf ihren Kram. Aber ich kann dir einen Tipp geben. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der anderen fuchtelst du rum. Das lenkt sie ab. Okay, das ist natürlich praktisch. Jetzt können wir solche Leute, die eindeutig dazugehören, können wir unser Zeichen geben. Und da können wir ein bisschen noch was lernen und profitieren davor. Das heißt, wir können jetzt erstmal zur Diebesgilde mit dazu. Ja, babbel du nur, der überschwätzt mich grad. So, wir können jetzt eine einschlägig bekannte Mitglieder von der Diebesgilde das Zeichen geben. Und dann können wir möglicherweise noch was lernen oder profitieren von dem. Und, jo, das ist schon mal ganz praktisch. Also, da können wir noch in die Kneipe gehen, hier in die Hafenkneipe. Das sind ja auch 2 Kollegen, die dazugehören. Und dann können wir auch das Zeichen geben. So. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, der gehört ja auch dazu. Hier. Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Du bist einer von uns. Und nur das zählt. Allerhaupt, jetzt weiß ich ja eigentlich auch, wer alles dazugehört. Und kann die entsprechend an Lord André verpfeifen, theoretisch. Du mischt bei der Bande mit. Na gut, dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Ich habe noch ein paar auf Lager. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gib mir was zu trinken. Das nehme ich doch liebend gern. Ah, das Angebot. Kaufe ich jetzt... Ach, huch. Jetzt habe ich ein bisschen Woi noch dazu gekauft. Können wir den goldene Kerzenständer. Blutkelch sollten wir jetzt nicht verticken. Aber hier die zerkratzte Silberschale. Und den normale Goldkelch. Silberkelch und Silberteller und Ring. So, perfekt. Gut. Und jetzt, nachdem wir wirklich die ganze Leute per Diebeszeichen und so ausmachen, können wir theoretisch wirklich Lord André effektiv verpetzen, wer alles dazugehört. Bringt uns aber nichts. Ich will erstmal die Erfahrung für die Blutkelche. Deswegen machen wir das jetzt noch nicht. Das machen wir erst, nachdem die Blutkelch-Quest beendet ist. Dann können wir die Leute verpetzen. Verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Warum hört eigentlich? Ich mach dir ein Angebot. Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Okay, warte mal. Mist, das war jetzt nicht so klug. Da waren wir hier, genau. Okay, machen wir das noch einmal. Machen wir das einfach noch einmal. Das war nämlich wirklich jetzt nicht das Cleverste. So, der doch nochmal. Joink. Hallo Kumpel. So. Hey, ich sag, die achten mit der ein... Bla bla. Und dann juckst man sein Geldbeutel noch ab. Dafür lohnt es sich dann auf jeden Fall auch auf Geschicklichkeit mal zwischendrin einfach mal zu skillen, wenn man es mal einfach hot, sage ich jetzt mal. Weil so kann man immer mal wieder dann Leute ausrauben und da hat man dann entweder 50-50 Chance oder ziemlich gut die Chance, die Leute auszurauben, beziehungsweise an ihr Geldbeutel draht zu kommen. Und es bringt immer wieder Erfahrungspunkte. Bei Kinderspiel bringt es 50 Erfahrungspunkte. Dann bei einer Stufe drüber bringt es, glaube ich, 100 Erfahrungspunkte, wenn man Taschendiebstahl macht. Und so weiter und so fort. Glücklicherweise ist es nicht so wie bei Gothic Ends, dass man hier sich so an die Leute von hinten abhirschen muss und dann die Aktionstaste drücke. Und dann kann man die Leute ausrauben. Aber nur, wenn sie es nicht sehen. Also das war etwas ätzend gelöst. Das ist in Gothic 2 wesentlich besser gelöst. So, du Anima. Bla bla bla. Der hat nichts für uns gehabt, aber der hat was für uns gehabt. So, hier. Wenn du... Bla bla. Gib mir was. Genau, gib mal was zu trinken. Ich will hier die Dietriche haben. Dann schauen wir mal beim anderen Hansel. Bei dem können wir ja die Silbersache verkaufen. Können wir so lange nutzen, wie wir bei der Diebesgilde sind. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, der Jack kommt auch gerade aus dem Puff raus. Und wo ist er dann? Harvey Boy. 4:50 Uhr. Ja, der pennt anscheinend noch. Oder ist der auch noch im Puff? Kann natürlich gut sein, dass er da auch noch drin ist. Ich glaube nämlich, da habe ich ihn gesehen. So, wo ist er dann? Halvor.
War der nicht hier in der rote Laterne? Ja, da ist auf jeden Fall so ein Hansel, Sonja, Bürger, Borka. Wie schaut's dann aus? Borka? Was stehst du hier draußen rum? Geh rein. Dieses... Bla bla. Okay, der reagiert gar nicht. So, wo ist... Aha, da kommt schon die Frau raus. Die Fenja. Und der Typ war trotzdem einfach im Puff. Okay, warum auch nicht? So. Was suchst du hier? Geh. Ah, okay, mit dem kann ich jetzt nicht sprechen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Naja. Aber der kommt jetzt wenigstens auch rausgewatschelt. Um 5 steht der Amolov hier, der Herr. Warte So, mal. bitteschön. Hier. Bla bla bla. Jetzt machen wir das mal so. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 200 Goldstücke. 200 Goldstücke, das klingt gut. Das ist... Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Ah jo, das ist genau der Quatsch an Geldbetrag, den ich für die Dietriche ausgebe habe. Aber mein Blutkelch habe ich noch, ne? Ja genau, mein Blutkelch habe ich noch. Ala hopp. Dann die Sache, ihr liebe Leid. Als nächstes wäre noch sehr viel dran, was wir machen können. Und wir haben auch morgen wieder viel zu tun, würde ich sagen. Trotz allem mache ich jetzt hier erstmal meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 aufpelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee. So, dann wird aber erstmal hier gespeichert. So, bis morgen dann.